Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ganz egal, ob das Schwibbögen sind oder Weihnachtspyramiden oder Engelsorchester oder diese Räuchermännchen. Ich habe eine große Leidenschaft für diesen Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge. Und immer wenn die Advents- und Weihnachtszeit so langsam am Horizont erscheint, dann beginnt mein Herz ein klein wenig schneller zu schlagen. Ich freue mich, alles aus den Kisten auszupacken, aufzubauen und dann über die Wochen im Dezember und im Januar meine Freude an diesem Schmuck zu haben. Nun ist es Anfang Februar und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch, so wie wir zu Hause auch, den allermeisten Weihnachtsschmuck wieder eingepackt haben. In die Kisten und dann die Kisten ab auf den Dachboden oder in den Keller. Jetzt habe ich aber trotzdem heute dieses Räuchermännchen mit dabei. Und zwar gibt es da gewisse Ähnlichkeiten in der Beziehung, die ich zu dem Räuchermännchen habe und in der Beziehung, die ich zu meinem Gott habe. Es gibt natürlich Zeiten, Stunden, Momente, in denen mir Gott ganz nahe ist, wo ich spüren kann, dass er da ist. Mein Herz merkt förmlich, dass er existiert. Er scheint greifbar nahe zu sein, genauso wie der Weihnachtsschmuck in der Advents- und Weihnachtszeit. Und dann gibt es auch die anderen Zeiten. Da ist Gott wie in Kisten weggepackt und im Dachboden oder im Keller verstaut. Mein Kopf weiß immer noch, dass es ihn gibt und dass er irgendwie existiert, aber mein Herz spürt es nicht mehr, kann es nicht fühlen, er scheint nicht greifbar zu sein. Und ist es nicht so, dass die Vorfreude die allerschönste Freude ist? Vorfreude ist immer von der Hoffnung getragen, dass diese Momente wiederkommen. Diese Momente, in denen ich die Kisten wieder auspacke und meinen Schmuck hinstelle und wochenlang mich daran freue, weil sie so greifbar nah und sichtbar sind. Für dieses Jahr habe ich mir überlegt, ich mache für mein Herz eine kleine Hilfestellung. Natürlich, das Räuchermännchen packe ich zu den anderen in die Kiste und weg, aber nicht alles. Einen kleinen Teil davon, seine Pfeife, möchte ich in diesem Jahr nicht wegpacken. Ich lege sie vor mich auf den Schreibtisch. Und immer, wenn ich diese Pfeife sehe, dann kann mein Herz ein Stück weit werden. Dann kann in meinem Herz ein Raum entstehen, in den Gott kommen kann, in dem er sich mir zeigen kann, in Begegnungen mit Menschen, in Gedanken, in Sachen, die ich lese, in was auch immer, in einem Stück Natur. Ein kleines Hoffnungszeichen also für das Jahr, damit die Vorfreude, damit die Hoffnung wach bleiben kann. Vielleicht habt ihr ja auch solche kleinen Hoffnungszeichen, die euch begleiten im Alltag. Ich würde mich freuen, wenn ihr davon in den Kommentaren was erzählt. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.